Hey Renton, du wirst nicht glauben, was heute mit der Post gekommen 20. ist. Zum Primetime ist der 7 Milliardste Erdenbürger auf die Welt gekommen. Er wog bei der Geburt 500 Kilo und sein Name lautet Dimitri. Raven King, Sie sprechen von Dimitri. Aber du hast was von der Post gesagt? 8 Menschen. Ja, pack doch mal aus. Oh, Sonic Generations für die Xbox 360. Genau, legen wir es doch einfach mal rein. Schön. Lass uns spielen. Ja, lass uns spielen. Okay. Ja, lauf der Scheißdreck da. Ajo. Dann können wir ja anfangen. Ihr Wichser. Ajo. Kannst du auch mal was anderes sagen? Ajo, okay, ich fange an. Depp. Noch viele misslungene 3D-Versuche schickt Sega Sonic die Spitzhecke-Sau auf unsere heimischen Bildschirme. Sonic Generation stellt's fest zum 20. Geburtstag des Ischls dar und soll's Beste aus 2D und 3D verbinden. Sonic wird von seinen fussischen Freunden auf so eine blöde Überraschungsparty zu seinem Geburtstag geholt. Dort wart neben so ein bläder Hotdog noch ein lila Vieh, das ihn und sein jüngeres Ich durch Raum und Zeit schickt. Das ist ein Scheiß. Halt die Fresse jetzt! Auf jeden Fall seid ihr dann in so einer farblosen Welt gefangen und müsst Sonics Freunde durchs Spielen von bekannten Levels befreien. Und das müsst ihr dann mit dem jungen Sonic in 2D und mit dem alten Sonic in 3D machen. Das Coole ist, dass dort dabei Levels aus Sonic Ants, Sonic 2, Sonic Knuckles, Sonic Adventures, Sonic Colors und noch viele mehr verwendet werden. Und auf deine Mutter kann man auch noch rumhupsen. Halt die Fresse jetzt! Nee, du hast jetzt die Fresse! Jo, dann gucken wir halt, was gut und was schlecht war. Was war gut? Gut hat mir vor allem die Idee gefallen, dass man der alte Sonic mit klassischer Steuerung und der neue Sonic mit 3D-Steuerung spielen konnte. Mir hat gefallen, dass es viele bekannte und gut verbesserte Levels aus 2 neue Perspektiven zu sehen gab. Und neben den Levels gibt es dann noch entsprechende Bonus-Stages, die dann die Spielzeit entsprechend erweitern. Dort müssen wir dann zum Beispiel Level mit nur einem Ring bewältigen oder auch kleinere Bosse besiegen. Ach, ihr habt die Möglichkeit, euren Sonic mit entsprechenden Skills aufzuwerten, so könnt ihr zum Beispiel noch schneller rennen, die Zeit erhalten und noch viel mehr. Und wenn er dann auch noch genügend Punkte haben, kann ja sogar das alte Sonic Ends freispielen. Auch Artworks und Musikstücke kann man zum Beispiel freischalten. Und wenn man Lust drauf hat, kann man sich das jederzeit angucken oder anhören. Und wenn wir gerade bei A-Hörer sind, das Soundtrack ist richtig gut geworden. So gibt's bekannte Tracks mit ein bisschen mehr Schmackes. Und auch wenn die Grafik vielleicht nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist, passt doch alles echt gut zusammen. So wie deine Mutter und eine Kilo Snickers. Jetzt hör doch mal auf! Was war? Wie bei jedem Sonic-Titel in 3D war die Kamera teilweise echt für den Arsch. Mir war das Spiel an vielen Stellen auch echt zu einfach. Mir nicht. Du bist auch ein Depp. Auch die Bossgegner waren für mich eigentlich kein großes Highlight. Die waren mir eher ein bisschen langweilig. Vor allem das lila Drecksvieh, das war kein Bossgegner, das war einfach nur Scheiße. Außerdem sollte man die Spruch in dem Spiel wirklich auf Japanisch oder Englisch stellen, weil bei der deutschen Spruch bluten einem echt die Ohren. Fazit, Fazit! Solle man das kaufen? Also insgesamt hat uns Sonic Generations echt gut gefallen und man kann auch über die kleinen Fehler hinwegsehen. Und bei dem günstigen Preis kann man wirklich nicht meckern. Ja, für den Preis kriegt man schon 4-mal deine Mutter. Alter, ich mach die Mutterwitze! Jo, ist ja gut. Kaufen halt Sonic Generations, ihr könnt doch nichts falsch machen. Schalt die Scheißkiste jetzt ab! Okay, mach ich halt aus. Like it. I love it.
Scheiße. Trinken wir eigentlich ja, oder?